alle Fälle haben sie, glaube ich, in Cuxhaven haben sie eine Wohnung praktisch aufgemacht. Da ist einer verstorben, schon seit 2 Monaten gewesen, und seine Katze war mit eingesperrt und die hat die 2 Monate überlebt, indem sie an ihrem verstorbenen Härchen sich gelabt hat. Das ist ziemlich gestört. Wow. Aber der letzte Satz von dem Bericht war so geil: Der Katze geht es übrigens gut, ist im Tierheim und wurde wieder an Katzenfutter gewöhnt. Habe die Ehre, übrigens, der Biergeist, der Kani. Danke für die Einladung. Das ist der Quamperte Flug gerne, der ist halt nicht da, der hat, was hat er denn? Kein Bock oder? Ich glaube, kein Bock. Schimpft's nochmal in die Kommentare. Das ist spezifiert. Ja, das übliche Ritual. Ja, genau, hier. Das ist Wodka pur. Brennt richtig ab. Bei mir ist Klosterfrau Melissengeist. Aber wenn du in Apfel beißt, die Klosterfrau Melissen scheißt. Leider haben wir uns geschimpft, dass man jeden Bumperer hört. Was haben wir da in der Regel? Kommando Pimperle. Butterstampfer. Ich weiß immer noch nicht, wie es funktioniert. Keine Ahnung. Irgendjemand hat es erklärt in die Kommentare, was war doch Bullshit, was der geschrieben hat. Ich glaube auch, dass das total gelungen war, was der erzählt hat. Der Stuhl ist voll behindert. Der sitzt jetzt mal auf diesen Stühlen, der sitzt da wieder quasi Modo. So. Ja, ich kriege jetzt einen Bandscheibenvorfall danach. Warte mal. Muss sein nicht. Nein, das gefällt mir nicht. So, hast du ihn getrieben. Heute müssen wir es zu zweitig Folge carryen, weil der fette Vollidiot schaut's nicht an. Kotz Video. Ja. Geht eigentlich kein zugehört. Machen wir nichts mehr. Was habe ich getrieben? Also wenn die Folge rauskommt, werde ich getrieben haben auf dem Tankard-Konzert gewesen zum Sei in Cham. Wann ist das? Von heute aus gesehen? Morgen. Drum wäre es gestern gewesen sein, wenn heute die Folge aus. Heute können wir uns mal über sehr viele Dinge unterhalten, wo die Floriane normalerweise bloß da sitzt und umschauen. Filme, Serien, die ein oder anderen Spiele, was haben wir sonst noch? Eigentlich alles. Da kann doch zu nichts mitschmerzen. Das stimmt. Da kann doch zu nichts mitschmerzen. Irgendjemand soll jetzt mal, der Wolfeck oder so, der ist da ziemlich gut drin. Schaut mal bitte alle Folgen an und registriert die Gesprächszeit von allen. Das darf mich mal interessieren. Wer da? Ja, einer aus der Community. Ja. Der mag Zahlen recht gern. Der zählt zum Beispiel mit, wie oft dass ich stirb in Spiele. Der zählt mit, wie oft dass ich was sage, wie oft dass ich was schreibe. Ich weiß nicht, was mit denen nicht stimmt. Autist? Möglich. Wolfeck, bist du Autist? Schmeiß mir einen Backerl Zahnstoch am Boni und sag, wie viel das dort liegt. Auf geht's, Rainman. Kannst du auch ein Stadtbild aus dem Gedächtnis zeichnen, wenn du es 2 Sekunden lang gesehen hast? Das ist irre. Hast du schon mal gesehen? Ja, das ist schon krass. Ich hab den Typen gesehen, der mit dem Hubschrauber sind über New York geflogen und dann hat er in so einem Raum über die komplette Wand rundum diese Skyline aus dem Gedächtnis auszeichnet. Das ist krass. Irre. Ist irgendein kann nicht mehr das Glasl aus dem Gedächtnis zeichnen. Zipfel, man will das Glasl zipfeln. Ja, das ist generell immer, wenn man nicht weiß, was man zeichnen soll, Pimmel zeichnen. Das Meme dann, oder? Ist das same thing? These are the same pictures. Hier gibt es einen schwarzen Burm, der ist glaube ich 12 oder 14 oder war damals. Der hat sich irgendwo vor so einer Stadt hingestellt, wo alles vorher heiser und Zeug und Klump war, kann ich 2 Minuten nicht. Dann geht er heim und malt die ganze Wand in seinem Raum 1:1 das halt nach. Jedes Fenster stimmt, jede Anzahl von den Fenstern stimmt, jetzt kleine Details stimmt. Da wo ich mir denke, so was wie, how? Mal halt was Gescheites, so Cannibal Corpse Cover oder so. Da kann man auch einfach so machen. Je weniger, dass man die Schriftart lesen kann, desto grintiger der Musik. Ja, den geilen Cover von Cannibal Corpse, wo wir jetzt sagen dürfen, die Alben indiziert sind. Aber da gibt's schöne. Da gibt's ganz schöne Cover. Demonetized. Deswegen sagen wir sie nicht. Das haben wir nicht schon gefickt, wenn wir Cannibal Corpse sagen? Nein, die Band selber ist ja nicht indiziert. Also. Du darfst nur die Alben nennen. Ist überhaupt ein Album nicht indiziert? Oder? Ja, da gibt es einige. Und ich weiß ja nicht, ob die Alben dann mit Zensiercover nochmal rausgekommen sind oder ob die ob die komplett weg waren wegen dem Cover, weil ich glaube, um die Songtexte ist in der Regel nicht gegangen, weil Englisch kann eh keiner bei uns und deswegen war das wurscht. Aber sie haben es halt nicht gern gesagt. Bloß in Deutschland oder was? Bloß in Deutschland? Wie sagt man da? Indiziert, verboten? Ich glaube, dass die indiziert sind. Was bedeutet indiziert, genau? Wenn sie auf dem Index landen, also genau weiß ich auch nicht, aber es gibt ja da die Liste A und Liste B. Das eine ist dann, du darfst es nicht mehr bewerben und nirgends ausstellen, du darfst es aber verkaufen. Das andere ist dann auch mit Verkaufsverbot und wenn es beschlagnahmt ist, dann darfst du es theoretisch auch nicht besitzen. Ich glaube, das ist dann sogar ähnlich wie das Waffenrecht. So habe ich das mal gelesen, wo der hat gesagt, wenn du es anbrichst, dann müsstest du, wenn du jetzt einen Film hast, der beschlagnahmt ist, musst du den daheim wegsperren. Den darf keiner sehen, das darf keiner wissen und ja. Ich finde halt interessant, dass man es nicht bewerben darf und nicht ausstellen darf, aber wann macht er denn dann dafür? Ja, darf er auf der Bühne drüber reden? Ja, unser neues Album? Nein, eigentlich nicht. Ja, ich glaube, dass auch der Army-Band wurscht ist, wenn es bei uns halt unten sind. Weiß ich nicht. Wie es bei Musik ist immer, ich weiß nicht, wie die das machen. Weil zum Beispiel Eisregen, die haben ja auch indizierte Alben gehabt.
und da waren die Alben wegen 2 Songs, weil es waren ja deutsche Texte, da waren die wegen 2 Songs vor allem indiziert und dann haben sie die Lieder aber live trotzdem gespielt und haben die Texte an 2, 3 Passagen einfach nur umgeändert und dann hat es anscheinend passt, dann haben sie spielen dürfen. Darf man jetzt auch nicht drüber reden, was für Textpassagen das sind, oder? Das würde mich jetzt schon interessieren, muss ich sagen. Ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen. Welche Randgruppe würden... Ja, bei Eisring geht es ja halt, die singen ja praktisch Horrorfilme. Also da geht es ja in die Texte geht's halt nur um Umbringer, Splatter-Scheiß und so weiter. Splatterzeug und so weiter und dann singen sie halt oft von Selbstverstümmelung, andere verstümmeln und was weiß ich und da waren halt ein paar Sachen. Warum auch immer, dass die jetzt krass waren, die anderen Texte sind nicht minder krass gewesen, aber ja. Da muss ich, wie entscheidend ist. Bei der Musik weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer das entscheidet. Da muss ich spontan ist er bei Spiele ähnlich, das trifft jetzt mich mehr wie Musi, weil man halt die Musi eigentlich nicht anhört, die da indiziert wird oder sonst irgendwas. Ja gut, Eisring ist gut. Ist Eisring wirklich gut? Nein, für die nicht. Für mich nicht. Bei mir geht es eher um Spiel, da muss ich das habe ich irgendwann einmal auf Facebook gepostet, das war dieser ARD oder ZDF-Beitrag. Ich habe jetzt ihren Namen nicht im Kopf, auf alle Fälle schaut die aus wie meine Oma. Ja, genau. Die ist halt wirklich 70 und dann steht drunter Computerspiele-Expertin und sie ist mitunter eine von denen, die entscheidet, welche Spiele das wir eingestuft werden, welche verboten indiziert und sonst was werden, da wo ich mir wirklich denke, Leute. Was die mal gespielt hat, war Mikado und sonst nichts. Das ist schon schwierig und vor allem die aber jetzt ist es sehr leichter geworden. Also da kann man sich wirklich nicht mehr beschweren. Mittlerweile, und ich sage nur, wenn so ein Film, weil jetzt kommt da dann, weißt du nur die Fake-Trailer vom Grindhouse Double Feature, vom Death Proof und Planet Terror? Ja. Da waren noch dazwischen diese Fake-Trailer, wie zum Beispiel da ist der Machete aus. Ja. Und dann hat es nur den Trailer vom Eli Roth Game Thanksgiving. Wo die eine Thanksgiving, ein Slasher-Film, der. Gibt da nicht jetzt einen Film? Genau, der Film wird jetzt halt rausgebracht. Und der Fake-Trailer, der hat eine extreme Szene gehabt, wo sie auf den Trampolin springt und mit dem Spagat oben und der andere haut das Messer unter. Und am Schluss steht er da und dann hat er einen Truthahn, wo lauter Käfer nicht genannt sind und fickt ihn. Und dann haben wir uns gestern auch unterhalten und er hat gesagt, ja, hoffentlich kommt der unzensiert, aber ich sag, wenn ein Film, also der FSK hat jegliches Recht auf Zensur verloren, nachdem Terrifier 2 unzensiert im Kino und auf Prime läuft. Weil das hat mir letztes Mal erst der Spezi erzählt, so mit, Walleck, Alter, du musst der Terrifier 2 schauen, das ist völliger Irrsinn, dürfen die das sagen? Und ich habe mir wieder so gedacht, so, ich weiß jetzt nicht, ob unsere Gore-Level auf dem gleichen sind. Das ist Anschlag. Aber ich habe gesagt, okay, dann habe ich dann mal durch Prime durch und habe dann zufällig diesen Terrifier 1 gesehen und habe dann diesen Clown-Typen da gesehen und ich gesagt, ich glaub's nicht, ich mag mir jetzt nicht anschauen. Der 1er, glaube ich, ist ja zensiert drinnen. Also der 1er ist noch zensiert. Das weiß ich nicht, ich habe beide noch nicht angeschaut. Und der Clown an sich ist aber cool, der ist ja gruseliger als der Pennywise, sag ich jetzt mal. Also ich finde der schmatzt halt auch nicht, so nur mit seiner Mimik und er hat so eine richtig geile, markante Fresse. Ja, und der Zweite, wie gesagt, das Ding dauert 2,5 Stunden, sauber zu lang, aber da ist eine Szene drin, da werkt da eine her und er hört einfach nicht auf und du denkst dir, lass doch jetzt das Dirndl in Ruhe, das klangt doch schon. Nein, dann liegt er am Boden und dann holt er nur einen Eimer Salz und reibt dir das Zeug rein und unten und so. Und wie gesagt, seitdem der unzensiert rausgekommen ist, da darf nichts mehr zensiert werden. Vielleicht haben sie es übersehen. Der hat uns einen Hype gekriegt, den können sie nicht übersehen haben. Das müssen sie mitkriegen. Frag, dann muss ich ihn noch schauen, bevor es noch werden, weil das ist nur eine Frage der Zeit. Nachdem er FSK-Freigabe, wenn er Freigabe hat, FSK oder USK-Freigaben, dann dürfen sie es nicht mehr übernehmen. Also da dürfen sie es nicht mehr nachträglich auf irgendwelche Listen setzen. Das muss vor der Freigabe passieren. Das ist was ich nicht gewusst habe. Zumindest war die Regel so. Also es ist ja gut für uns jetzt im Prinzip, aber das ist eine seltsame Regel. Was ist das für ein Blödsinn? Scheiße, ich glaube, wir haben uns da, vielleicht sollten wir das nochmal nachprüfen. Ja, aber sie haben theoretisch eine Prüfung durchgemacht. Und haben noch als geiler Auftritt gesessen. Ja, keine Ahnung. Praktikant wahrscheinlich so. Also geil, Alter. Voll geil, Alter. FSK 12. Muss ja jeder gesehen haben, richtiger Family-Film. War der im Kino? Ja, der hat so einen Limited Release gehabt. Was im Kino läuft, kriege ich ja überhaupt nichts mit. Aber ein Equalizer 3 habe ich mir angeschaut und war mittelmäßig enttäuscht, muss ich sagen. Ich muss sagen, also die ersten 2, ich fand es zwar cool, aber die waren mir beide immer zu lang, so um 20 Minuten. Ich habe jetzt nur vom dritten gehört, der Späßl hat gesagt, er ist am Anfang angeschaut, wo er mit der Knarre durch den Kopf durchgehaut und und da schießt dahinter. Ja, geil. Die Die Action-Szenen sind schon ganz geil. Das ist ja im Prinzip ist der nette John Wick. Ja, im Prinzip ist es sehr ähnlich da. So. Er macht es halt aus einem anderen Motiv, was er tut. Die haben schon ganz geil, aber im dritten ist es schwierig. Da, ich weiß nicht, ich mag jetzt auch nicht spoilern. Hast du schon gesehen? Nein, noch nicht. Dann mache ich nicht spoilern. Aber prinzipiell, was soll denn da groß passieren, dass mir jetzt aus die Latschen haut? Er hat ja immer eine große Bindung dann zu irgendjemandem, dem es schlecht geht und das wird halt in dem Film so dermaßen
wird er halt so unter die Nasen kriegen, wie arm das da alle sind und wie lieb das alle sind und so weiter und er bringt halt dann wieder alle um, was soll denn sonst passieren? Ja, ich würde gerade sagen, also das ist voll überraschend, das ist so schon ganz nett gemacht, aber den hätte es nicht braucht, finde ich. Das war der zweite schon grenzwertig und aber der erste ist cool. Der erste Gnade durch den Kopf hauen und schießen, also ich bin angefixt. Ich mag jetzt nicht noch mehr Kills verraten. Aber ich sag, John Wick, hast du die The Continental Show geschaut? Die Serie? Aha. Nein. Die sagt, das ist ziemlich geil. Die habe ich noch nicht einmal einen dritten fertig geschaut. Es sind gerade 3, gibt es ja schon 4, gell? Ja, weiß ich schon, das ist ja mein Problem. Geil ist der 4. Weißt du, woran man merkt, dass wir alt werden? Ich habe letztens Mal gemeint, das John Wick-Ding, da kommt auch alle 2 Jahre, also 4, und dann scroll ich so durch was Netflix oder Film sei, ich weiß nicht, ist ja vollkommen wurscht. Und dann steht da John Wick 2014. Möchtest du mich verarschen? Der ist 10 Jahre alt? Lass dich bitte nur mit dem Scheiß. Oh, leck, was? Es war doch, der ist doch vor höchstens 4, 5 Jahren ist der gekommen, das gibt's ja nicht. Ja, nein, vor 10. Okay. Fuck you. Immer so, wenn du so Filme redest, wenn wir gestern, weil wir wollen ja für unseren Podcast Halloween-Special über die Paranormal Activity-Reihe machen. Und da ist er dann ist er nur einer gekommen, dieser Next Kin. Und dann haben wir Bürgerin angeschaut. Dann haben wir gestern geschmerzt, also, und dann fangen sie an, der ist ja auch schon wieder 5 Jahre alt, dann sagen niemals, oder? Der Next Kin, der letzte. Ja, und dann habe ich gesagt, also ich hätte gesagt, maximal 2, 3 Jahre, aber allein, dass der auch schon wieder 2, 3 Jahre alt ist, was soll das bitte? Das muss aufhören, dass die Zeit so schnell vergeht. Corona war so krass dafür verantwortlich, finde ich. Die 2 Jahre irgendwie, was da ist irgendwie. Ja, was stimmt. Ist da passiert? Ich weiß nicht mehr. Nix. Ich weiß nicht. Die Leute haben Desinfektionsmittel gesucht. Ja, leider zwingend. Aber wie gesagt, Continental wirst du anschauen, das ist eine coole Miniserie, 3 Folgen, 1,5 Stunden. Und jetzt kommt heute das Finale, also heute, wenn wir aufnehmen, am Freitag kommt die 3. Folge aus, das Finale. Und was da hergekriegt haben, also ich hoffe, dass es sehr ausladend wird, so wie John Wick 4 selber sehr ausladend war. Spielen da Schauspieler mit aus dem Film? Nein, aber das spielt weit, weit vorher. Ich glaube, die spielt 50er, 60er, so habe ich es jetzt gemeint. Es geht um die Firma quasi. Um das Continental, um das Hotel praktisch. Ich finde, dass das ein bisschen übertrieben wird mittlerweile. So. Ja, schau mal im 4. noch, wie der übertrieben ist. Das habe ich noch nicht, ich habe noch gar nichts gesehen vom 4. Also ein Trailer. Aber der hat eine geile Szene, da kämpft man in einem Haus drin und dann ist die Kamera von oben. Das schaut praktisch aus wie die alten GTAs. Ja. Ja, oder quer, wenn er auf einen schießt, dann geht der in Flammen auf. Alter, das ist so ein One-Shot. Die gibt's in Call of Duty, gibt's die Schrotflinten, alle hassen ja irgendwas mit Devil Breath oder sonst, oder der Dragon Breath oder irgend sowas. So hat er da. Und dann das ist so ein One-Shot, wo es nur von oben gefilmt wird und er geht da durch und das dauert, was weiß ich, 5 Minuten und die Leute fliegen gerade umeinander, brennen und alles schießt. Ja. Um das geht's ja eigentlich. Eine große Story erwarte ich mir beim John Wick nicht, wobei ich es im ersten Teil schon ziemlich gefeiert habe. Ja, die Story war so den kannst du aufhaken, wie du willst, und dann schenkt ihm seine Frau, schenkt ihm einen Hund und der bringt ihn um und dann rast er komplett aus. Kann ich verstehen. Das finde ich einfach geil. Kann ich verstehen. Aber was ich ein bisschen behindert finde, ist einfach eben diese ganze Continental-Geschichte, da diese Firma, die dahinter steckt. Ja. Da rennt er irgendwo in der Wüste umeinander und dann sitzt da irgendein so ein Sultan-Trottel, der ihm sagt, was er zu... Ich muss den Finger abschneiden. Ja, das muss ich sehen. Ja, das wird so 2 einfach. Ja, das war so cool eigentlich. Ich sage, lass okay sein, der soll jetzt 10 Minuten in der Wüste sein, dann bald der wieder. Und das im Prinzip so, ich habe mir gedacht, so eine geheime Hintergrundorganisation mit Auftragskiller, mit richtig krasse und so weiter, ist eigentlich schon eine coole Lore dahinter. Ja. Und ist der 2. oder der 3., wo alle hinter ihm her sind, wo ich mir dann denke, so ist die ganze Stadt offensichtlich da involviert. Was, Ja, das ist ja das Geile, oder? Wo es im Finale dann, wo er irgendwas sagt und dann bleiben alle stehen, die gerade dumm laufen. Ja, genau. Du sagst, als waren halt alle Auftragskiller sein. Aber geile Szene, finde ich das. Aber es ist natürlich, macht nicht viel Sinn, dass halt alle auf einmal. Das war halt cool, sowas noch, wenn das auch noch eine coole Hintergrundgeschichte hätte. Aber es wird halt im 3. und 4. Also wird halt völlig utopisch. Aber wie gesagt, 4. 3 Stunden durchbolzen, geil. Dauert der 3 Stunden? Ja. Hat nicht der Keanu Reeves selber auch schon gesagt, so, oh Gott, bitte lass John Wick halt endlich sterben. Ja, ich glaube, er hat gesagt, bitte, stop it. Please. Make the pain go away. Please kill me. Aber ja, wie gesagt, wenn es schießt, magst du. Das ist ein Actionfilm. Das ist ja in Ordnung. Gen V geschaut? Diese Spin-off-Serie zu The Boys. Nein. Ist jetzt auch letzten Freitag die ersten 3 Folgen, heute die 4. rausgekommen. Glaubst du, das schaffen, dass ich mir mal irgendeine verfickte Serie anschaue nach Breaking Bad und The Walking Dead? Hast du The Boys noch gar nicht gesehen, oder? The Boys habe ich bis Mitte 2. Staffel gesehen. Weltklasse. Ja, das ist ja das Schlimme. Ich finde es ja auch gut, aber schau aus irgendeinem Grund nicht weiter und ich weiß nicht warum. Tu es. Oh, ich habe jetzt gar keinen Bock. Ich habe wieder YouTube hergeschaltet und schau mal wieder irgendeinen Bullshit da. Die ist auch geil. Also das ist die 3. Staffel jetzt gekommen, oder? Die 3. ist, die ist letztes Jahr, glaube ich, gekommen, jetzt dran die 4. und jetzt ist diese Spin-off-Serie losgegangen. Holy shit, Alter, die Intro-Szene schon von der ersten Folge. Geil. Also die kann Blut kontrollieren und dann kriegt sie das erste Mal ihre Tage.
weiß halt nicht, was da los ist und dann kommt das Blut auf und dann eskaliert es da voll mit der Zeit. Geht schon wieder voll ab. Ja, das gefällt mir, dass ich habe auch 4 oder 5 Comicbücher von The Boys, also die, ja, ich hab's von alle der noch, ersten, aber noch nicht gelesen. die haben auch ziemlich abgefuckt. Und Die sollen noch krasser sein eigentlich als die Serie. Ja, also da ja, wobei die Serie schon sehr krass, ich habe schon lange nicht mehr gelesen, die liegen im Keller unten, ich glaube 4 oder 5 habe ich. Und da wird halt nur gefegelt, alle 13.000 Stücke, da ist nur blutig, nur abgefuckt. Da ist er, glaube ich, in der 3. Staffel, glaube ich, ist er das, wo diese komische Soups-Orgie war. Und da hat es geheißen, dass die in die Comics, dass die in die Comics so unglaublich viel krasser ist, als in der Serie dargestellt worden ist. Und da ist es eigentlich schon richtig gut dargestellt. Ich weiß nur noch von der Serie, dass ich auch von dieser Orgie weiß. Da wo dann der Aquasepp mit dem Tintenfisch. Ja, ist das in der 3. Staffel? Also ich hätte schon gemeint, dass es die 3. war mit der Orgie. Ich hab gemeint, ich bin in das irgendwo in der 2. Ist ja wurscht, wenn es die 3. ist, dann habe ich es bis zur Mitte der 3. gesehen. Das bei mir was auf, nicht was wann war. Was sind da? Ich bin auch wieder Mann. Loki seid losgegangen, die 2. Staffel. Das steckt mich gar nicht. Ohne Scheiß, Marvel hat mich so krass verloren. Aber ich habe mich so gefreut, ich habe mir die erste Folge angeschaut und wir haben endlich wieder mal gute CGI-Effekte. Das Ding schaut einfach richtig, die erste Folge schaut einfach richtig gut aus. Da passt alles, du merkst nicht, wann es ein Greenscreen ist, du merkst fast nicht, wann es ein CGI ist, es schaut einfach richtig gut aus. Man denkt, da geht mir das Herz auf. Schön. Ja, ist einmal wieder Zeit geworden. Ich konnte zwar nichts anfangen damit, ich werde es mir wahrscheinlich auch nicht anschauen. Ich weiß nicht, Marvel hat mich einfach irgendwie verloren in den letzten 2 Jahren. Nach Endgame war für mich so, interessiert mich nicht. Ja. Wobei, so, da haben wir glaube ich aber schon drüber geredet, der letzte für mich gute war Spider-Man, oder? No Way Home. Ja, der ist auch schon wieder 2 Jahre alt. Ja, und der etwas jüngere. Der 3. Guardians, oder? Ja, genau. Das waren die letzten 2 so viel. Gut, Spider-Man automatisch, weil ich einfach Ultra-Fanboy von Spider-Man bin. Der kann, glaube ich, da, was er will. Ich habe es aber immer noch nicht geschafft, dass ich mir den neuen animierten anschaue. Ja, noch nicht mehr ganz. Wo ich sage, da war der erste, das war der beste Animationsfilm und der beste Spider-Man-Film, den ich jemals gesehen habe. Oberwelt, ja. Und jetzt schaue ich mir den zweiten, habe jetzt zum 2. Mal probiert anzufangen. Ich kriege einen epileptischen Anfall. Ich schaffe es nicht. Allein schon im Intro. Ich bin so da gesagt, ich schaff's nicht. Ehrlich? Ich schaffe es nicht. Was passiert da alles? Und es ist einfach alles zu viel und ich weiß nicht. Ich bin gespannt. Wartet jetzt mal, bis endlich mal auf Prime drinnen ist zum Leicher. Da kommt ein neues Spiel, ja, da wo du beide gleichzeitig spielen kannst. Da ist der normale Peter Parker und der Miles Morales in einem. Ich habe das Miles Morales Add-on habe ich nicht gespielt, nur den ersten Teil. Und das habe ich auch nicht gespielt. Obergeil. Ja, der erste Spider-Man-Ding, das ist vor 1 oder vor 2 Jahren. Es verschwimmt alles so krass, ist es für den PC gekommen. Und es war mitten in Sommerurlaub und Sommerpause, beschissen es wieder und ich dachte, ja, ich weiß auch nicht, das Open-World-Ding, keine Ahnung. Ja, das her. Angefangen, die scheiß Schwingerei zwischen die Häuser wird nicht langweilig. Null. Und das war noch ziemlich gut Spiel dazu, und die Story und so weiter. Voll geil, ja. Hat mir sehr gut gefallen, ja. Ja, bis der 2. Teil jetzt, oder der 3. in dem Sinn eigentlich. Der 2. Ich weiß nicht. Es ist im Prinzip der 2. Teil von Spider-Man, aber es ist ja dazwischen diese Miles Morales-Ding. Genau. Also für mich ist der 3. Das ist dasselbe Spiel eigentlich, bis das für den PC kommt dabei. Haben wir einen 3. auf der Playstation. Ich wollte gerade sagen, ja, das wird nichts in dem Leben. Gestern war im Kino, haben wir einen Exorzist angeschaut, da dieses Legacy-Sequel zum Original-Exorzisten. Da gibt es doch, also wie diese Halloween-Trilogie von dem, weißt du, David Gordon Green, glaube ich, heißt der Typ. Ich sage jetzt lieber nichts dazu. Der Typ macht immer dann so Fortsetzungen zu die Originale und der hat jetzt auch einen Exorzisten gemacht, aber ja. Und genauso gut wie Halloween Ends, Halloween Begins, Halloween Blub. Ich muss ganz ehrlich sagen, der erste von den 3 ist okay. Den finde ich richtig geil. Im 2. haben alle geistig behindert, den 3. habe ich gar nicht mehr angeschaut. Der 3. ist richtige Krütze. Echt? Das wenn sogar du sagst, dann muss das der unterirdischste Film jemals sein. Das ist ein Buddy-Movie. Das ist ein Buddy-Movie ist das. Ich habe mir das angeschaut und denke mir, was ist ja, da ist einer, der dann die ganze Zeit mit Michael Myers so auf Homies macht und die ganze Zeit bei ihm unten in seinem Loch drinnen sitzt und gerade das nicht miteinander zocken und was weiß ich. Buddy. Ich hab jetzt Body. Also nein, so ein Buddy-Ding ist das schon fast. Also, ich habe die ganze Zeit, was soll denn das eigentlich jetzt? Den Now Kiss oder wie? Also. Ich finde den Halloween ganz geil. Passt ja jetzt gerade, das ist Horror Oktober, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was ist ein Lieblingshorrorfilm? Horrorkassetten. Horrorkassetten. Ab in die Kommentare damit. Gib Kommentar. Was ich ganz geil finde, dann, hat den der Rob Zombie gemacht? Das Remake.
da wo er ganz ein Böser ist. Wo es halt die Vorgeschichte mit den Kindern so, ja, genau. Der gefällt mir ziemlich gut. Finde ich auch ziemlich geil. Aber der ist ziemlich verhasst bei den ganzen Hardliner. Also die irgendwie hassen alle diesen Rob Zombie-Ding, weil er das Böse entmystifiziert hat. Weil er ein ganz normaler Typ ist. Weil im Original ist er halt einfach das Böse. Es ist unerklärlich, er ist einfach nur das Böse. Und hat halt eine Backstory, aber ich finde halt die Backstory so geil. Mit dem Versuch von asozialen Vater. Das ist halt einfach, da gibt es halt einfach dann eine Erklärung, warum er ist, wie er ist. Das ist so assi. Der Typ. Ja, gut, die absoluten Hardcore-Fans, ja, gut. Ja, die Hardcore-Fans, die hassen alles. Bin ich ja oft einmal so. Aber die hassen alles, was nach 1985 rausgekommen ist. Ja, ich wollte gerade sagen, gelangt 80er überhaupt. Ja, von wann ist Halloween 1? 79, glaube ich. Ja, oder? War noch in die 70er. 78, 79. Da war die Scream Queen. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis war noch sehr jung. Holy shit, war die jung. Und das war 50 Jahre her. Und jetzt sind die neue Prepper-Tante. Prepper-Tante? Ja, weißt du doch jetzt da in so. Ja. Sie kennen sie. So ein bisschen Sarah Connor-Syndrom, finde ich. Ja, am Anfang so, und im 5. Teil, dann kommt so ein Granatwerfer der und der Terminator ist also ein Haufen Scheiße geworden einfach. Das braucht's das, frage ich mich. Ich weiß nicht, warum sie das nicht hinkriegen. Aber da macht jetzt angeblich der James Cameron, der einen 1 und einen 2 gemacht hat, die richtig guten, macht angeblich was Neues. Also wo er Reboot, bitte. Wo er, glaube ich, Regie führt oder so. Also das, aber zuerst haben wir gedacht, geile Idee. Geile Idee haben wir zuerst gedacht. Und dann haben wir gedacht, Alter, der hat aber Avatar 2 gemacht. Oh ja, das ist ein einziger Werbefilm für Thermi Erding. Ja. Ja, also ohne Scheiß. Das ist Teil 1 plus Wasser. Ja, genau. Das sind ist Szenen 1:1 übernommen. Ja, furchtbar. Was machen wir da? Du Wasser dazu. Ja, geil, Leute. Also normalerweise, einen ersten mag ich eigentlich. Das ist jetzt schätzen mal, ist jetzt kein grandioser Film. Ja. Das ist wie heißt Pocahontas in Space. Ja, genau. Ja, es ist schätzen mal anschauen. Von 2009 war das schon beachtlich. Muss man ganz ehrlich sagen. Überleg mir, wie lang, rechne mal schnell, wie lang das der her 15 verfickte Jahre ist fucking Avatar 1 her. Kim, halt doch dein Maul. Ich mag jetzt nicht mehr. Ich mag jetzt über nichts Zeitliches mehr reden. Bitte. Ja, aber das wird schwierig in Filmen und aus irgendwelchen Gründen weiß ich so viel Jahreserscheinungen von Filmen, da wo ich mir immer frage, woher weiß ich denn das? Ich kapiere das. Kann man zum Beispiel immer sau schwer merken. Ich weiß nicht warum, das ist absolut unnötiges Wissen. Ich möchte es immer wissen, weil das halt immer so geiles Prollwissen ist, was wenn du sagst, ja, der Film von 1976 weiß ich schon, und ich denke mir so, gut, das nicht. Keine Ahnung von wann. Nee, in meiner Jugend habe ich halt einfach viele Filme geschaut und bin filmnarrisch geworden und da hat sich das so eingebrennt, dass ich weiß, wann die Filme rausgekommen sind. Das ist halt nicht mehr so. Ich hätte jetzt nicht sagen können, dass John Wick von 2014 ist. Und den habe ich auch gefeiert. Den habe ich auch gut gefunden. Dann hätte ich gesagt, vielleicht 2017 oder so hätte ich ja, ich hätte auch gesagt. Da waren wir da schon im 3. wahrscheinlich da gehabt. Der 2. glaube ich ist von 17. Der 3. von 19 und der 4. von jetzt 23. Ist der 23 ja, oder 22? Ich glaube im März war der. Es ist halt auch schon wieder fucking fast Mitte Oktober. Was so in die Scheiße eigentlich? Wir werden ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Alter ist. Kennst du das Gefühl so beim wie soll ich sagen, älter werden, dass ich habe mir oft so gesagt, nicht mehr so geht. Der meiner geht perfekt. So also, ja, okay. Aber beim Säuer tropft der länger nach. das auch, ja. Und man muss nicht bloß einmal bisseln, sondern 3-mal. Ja, das stimmt. Ja. Ich war doch gerade bisseln, das gibt's ja nicht. Ja, ich habe aber 0,25 Liter Wasser getrunken. Da sind wir oft Ding so, ja, später mal möchte ich das und das und dann schaue ich so auf die Uhr und denke mir so, wann ist denn später mal? Später mal ist schon vorbei fast. Da bin ich tot. Ja, oder so Kinderthema zum Beispiel. Später mal. Ja. Nein, hat sich erledigt, Hauptmann schon. Weg, scheiß Kinder. Was haben wir noch gehabt? Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Ja, das ist immer schwierig zum Sagen. Die Frage haben wir jetzt auch bei der 200. Folge gestellt gekriegt, aber bei mir ist es ganz schwierig, weil das ist stimmungsabhängiger ein bisschen. Weil ich habe so Phasen, wo ich dann voll aufs Blätter stehe, dann habe ich so Phasen, da habe ich Bock auf Torture-Porn, also das ist immer ganz unterschiedlich. Aber wo es so Evergreens sind, die immer mit vorn sind, ist der erste Hostel, der erste So, den habe ich nämlich, oder allgemein die So-Filme, die liebe ich auch. Ja, dann die voll geilen neuen Italo-Sachen, die mag ich ehrlich gerne, Lucio Fulci und dann Dario Argento. Aber das sind doch alles eigentlich, wie du schon sagst, sind eigentlich mehr Torture-Porn-Filme als Horrorfilme. So. Ja, direkt beim Horror, da bin ich da werde ich wahrscheinlich Insidious und Conjuring die Teile. Ja. Außer den letzten Insidious, der war. Ich finde da den ersten Paranormal Activity, finde ich, für die damalige Zeit, also da hat sich sowas. Der funktioniert halt noch. Ich finde da, dass der heute noch funktioniert. Und da fand ich die ersten 3 ziemlich geil sogar. Der 4., der hat am Schluss dann noch ein paar coole Szenen gehabt. Ich habe alle gesehen, aber das ist schon eine Zeit her. Ich habe den Ghost Dimension und den Next Kind, den habe ich bisher noch nicht gesehen. Weil ich fand nämlich, wie gesagt, der 4., den fand ich dann schon, den die gezeichneten, da das Spin-off mit den Mexikanern, den fand ich auch
Und dann hat es geheißen, bei Ghost Dimension ist es ein Found-Footage-Film und dann ist der in 3D. Dann denk ich, was soll das? Was Wir haben da eine 3D-Überwachungskamera. Was bei mir auch immer einen Platz in meinem Herzen haben wird, ist einfach Blair Witch Project 1. Das ist ja seiner Zeit natürlich geschuldet. Ich glaube, das war 99, bin mir nicht sicher, 98 oder 99. Und damals, also an die jungen Leute, die vielleicht zuhören, man muss sich vorstellen, da hat es noch kein Internet nicht gegeben. Die ersten Leute haben gerade mehr ein Handy gehabt und haben herausgefunden, was SMS schreiben ist und so ein Scheiß. und Found Footage hat sowieso auch, hat es mit Sicherheit vielleicht schon gegeben, aber nicht in dem Ausmaß. Ich glaube, dass der Film $10.000 gekostet hat. Ja. Irgendwie sowas. Und dann kommt es ins Kino unter dem, also man per Urban Legends, sogar bei uns damit, die sind gefundene Aufnahmen und so ein Scheiß und du schaust dir das dann an. Und zu diesem Zeitpunkt war ich halt verfickt nochmal 13 oder 14 oder so. Wie immer zu jung, ja. Und dann bleibt es schon hängen. Ja, so, ich werde nie vergessen, wie ich da vom Kino heimgegangen bin, allein, leck mich am Arsch. Den habe ich nicht im Kino gesehen, aber bei einem Kumpel dann und das hat schon gelangt. Wenn die Babys in der Nacht schreien und so ein Scheiß. Sowas hat man davor noch nie erlebt. Also auch damals nicht. Ich nicht. Ich habe da so eine Horrorfilme. Das war so neu und so anders, dass der einfach, auch wenn er heute, wenn du noch anschaust, denkst du so, Ja, für mich funktioniert er auch nicht mehr. Der Blair Witch Project. Außer die Szene, da, wenn der andere dann im Eckel steht, der Schluss, der packt mich noch jetzt mal. Wenn sie dann in dem Keller sind und dann steht dann die Kamera und dann steht er im Eckel hinten und dann sagt man dann nicht nur ihren Kopf so und er steht im Eckel und dann ist gar Ja, irgendwie so war das auch. Aber der erste Found-Footage oder der als erster Found-Footage-Film gewertet worden ist ein italienischer Kannibalenfilm, ich glaube, den dürfen wir auch nicht benennen. Ich wollte gerade sagen, italienischer Kannibalenfilm, ich glaube nicht, dass wir hier an dieser Stelle darüber sprechen dürfen. Vom Ruggero Deodato. Also da kann man sich dann raussuchen, diesen Film, derzeit als erster. Und der hat nämlich auch das Problem gehabt, weil da hat es nämlich geheißen, dass er die Leute wirklich umgebracht hat in dem Film. Und der hat eine Gerichtsverhandlung, da ist sie dann gehabt und dann sind... das glaube ich, habe ich sogar mal gehört. Heißt dann, dass dann die Schauspieler halt dann zur Gerichtsverhandlung gekommen sind. Irgendwie, das habe ich schon mal gehört. Das ist jetzt ein gefährliches Halbwissen, aber irgendwie, glaube ich, hat es ja geheißen, sie müssen für ein Jahr ein wenig untertauchen oder selbst, damit halt die Wirkung da wirklich so ist. Irgendwo hat's, aber das ist jetzt, aber eine geile Idee. Ob das aber stimmt, wie gesagt. Ist ja wurscht, aber generell war es eine geile Idee. Auf alle Fälle hat es da Anzeige gegeben und dann hat es geheißen, ja, heute mal, da sind sie. Das ist eigentlich eine geile Idee. Ja, die italienischen Kannibalenfilme damals in die 80er. Bis auf den scheiß Tiersnaff, diesen Dreck, das werde ich nie verstehen, warum es den braucht hat da drinnen, aber... Was ist das, glaube ich? Die haben da echte Viecher dann teilweise umgebracht in die Filme. Okay, sowas gehört abgestohlen. Ja, das macht null Sinn. Hat er nie einen Mehrwert für die Filme gehabt. Ja, die sind ja schon gestochen worden. Ja. So, dass das überhaupt sein darf, ist da nichts passiert dann oder so? Damals in die 70er, 80er, da war viel nichts wert. Ist ja heute noch nicht vorhanden, das darfst du ja gerade nicht filmen. Das ist so, ja. Ja. Schwierige Scheiße. Diese Italos, die waren alle nicht ganz dicht damals. Das ist schon, Italien war so ein guter Horrorlieferant in die 80er. Sowas stickt mich gar nicht. Ja, geil. Gut, wenn ich sage, so, mir war mal filmnarisch oder ich bin ja immer noch sehr filminteressiert, aber nicht so, dass ich halt in diese, für mich, Schrottstreifen in den 70ern, wo ich denke, ist Braindead. Ich muss immer automatisch an Braindead denken. Darf ich nicht mal was kommen, weil der Jackson, der arbeitet gerade an 4K-Restaurierungen zu seinen ersten 3 Werke, also Meet the Feebles, Braindead und Bad Taste. Bad Taste. Aber irgendwie geht da nichts voran, weil die haben jetzt, glaube ich, dann alle so 30-jähriges Jubiläum. Und da war es halt dann jetzt an der Zeit, weil da gibt es bei uns immer noch keine richtige Veröffentlichung zu Braindead, keine ordentliche. Und das war mal geil. Das war halt einfach 2023 auch mal Zeit, dass man das einfach ungeschnitten durchlässt, weil das halt alles so... Ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile vom Index herunten ist, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber ich glaube nicht, weil sonst hätten sie wahrscheinlich schon irgendwas ausgeschrieben. Das war aber früher auch schon immer, neben Tanz der Teufel 1 war das immer der Film, der genannt wurde, wenn es um sowas geht. Genau. Immer, Braindead, ja, aber nur ein bisschen geschnitten, ja, aber ganz geschnitten. Und aber kriegen wir endlich Tanz der Teufel. Ja, meine Mom hat den früher gesehen, wie es jung war, und dann haben wir es aber ausgefragt, wie ist denn das bei Tanz der Teufel? Verzeih was. Wir haben nie unsere Bratzen an den scheiß Film gekriegt. Das war... Ich hab den dann auch sauber zu jung gesehen, weil den dann irgendwann an der Videokassetten gehabt, die schon 48 Mal überspielt worden ist und du hast überhaupt nichts mehr gescheit drauf gesehen, aber es hat noch gelangt. Die haben wir auch gehabt. Ja, das ist irgendwann dann. Ich habe den erst richtig in guter Qualität, habe ich den erst Jahre, das ist noch gar nicht so lange her, wo ich den das erste Mal ganz ungeschnitten und in guter Qualität gesehen habe. Das ist nicht lange her. Bei mir so mit Anfang 20, glaube ich, habe ich dann einmal einen Temp gekriegt, wo ich dann die Sammlerei angefangen habe, war das dann einer von den ersten. Bei mir war es in den letzten 5 Jahren irgendwann.
dass ich den das erste Mal Ja, jetzt ungeschnitten in guter Qualität jetzt ist irgendwo er ja gekriegt FSK habe. 16 bei uns freigegeben und glaube ich, ist er teilweise zum Streamen. Ungeschnitten, ab 16. Ab 16. Ja, das schaut halt den Film an. Eigentlich ist ja, wie gesagt, ich habe ihn ja gesehen, eigentlich ist er gar nicht so brutal. Nein. Aber ich kann mir halt vorstellen, von wann ist der? Aus den 70er, oder? Nein, der ist Anfang 80er, meine ich. Ist wurscht. Ja, man muss halt immer sagen, wo die Filme herkommen aus der Zeit. Da war das halt, das waren halt alles Sachen, die haben es vorher noch nicht gesehen und haben gesagt, seid ihr ganz dicht. Kannst du da nicht filmen, wie so einen Bleistift im Fuß haben. Und dann kommt der John Wick und verdammt 3 Leute hintereinander mit einem Nicht nur Bleistift. ein Bleistift. Der Joker lässt den Bleistift verschwinden. Ja. Aber da sagt man leider nichts. Das war aber ein guter Zaubertrick. Das ist ein guter Zaubertrick. Geil, Joker. Suicide Squad 2 haben wir endlich mal angeschaut in Ruhe. Ja, cool, oder? Das ist auch so ein Blödsinn. Aber richtig geiler Das ist, Blödsinn. man muss sich halt auf den Blödsinn einlassen, dann ist witzig. Das Intro allein an dem Strand. Ja, Der geile Detachable Man, wenn er seine Arme für die fährt und dann. das scheiß Weasel. Ja. Was soll ich sagen, das Weasel für einen Sinn? Was kann das? Ja, geil sein. Oh Gott! Was hat geheißen, es hat einen Kinderbus einen Bus mit Kindern gefressen oder selbst. Ja, irgend so. Es ist so dumm. Es ist einfach so geil. Dumm. Geile einfach. Peacemaker. Peacemaker ist auch lustiger. Die Serie dazu ist auch wild. Die ist genauso dämlich, weil es genau in dem Stil weitergemacht worden ist. Schaffe ich wieder nicht, dass ich so schaue. Wird nie passieren wahrscheinlich. Da Aber- rede ich lieber gar nicht. Geil ist. Und er halt mit seiner scheiß Kloschüssel am Kopf. Das ist Zeit für Freiheit. Es Weltklasse. ist so dumm. Weltklasse. Ja, wenn wir bei so Horror-Themen sind, hast du von der neuen TikTok-Challenge schon gehört? Bone Smashing. Ja, Die haben so geil dumm. was ist denn los? Es ist so geil. Was ist denn da bitte Es los? ist so geil. Also wer so nicht Erklär mal, was ist Bone das? Smashing ist jetzt so ein TikTok-Trend, der hat mittlerweile über 270 Millionen Aufrufe auf TikTok, das Ding. Und da hauen sie die Leute mit stumpfe Gegenstände, Hammer, Flaschen, was weiß ich, ins Gesicht, damit sie sich Knochen brechen. Und der Sinn dahinter ist, dass die dann besser zusammenwachsen und dann ihre Gesichtsstruktur verschönert oder selbst. Und ich denke mal wieder, wenn ich mein Gesichtsknochen zusammenbrich und lasse ihn irgendwie zusammenwachsen, dann schaut er nachher aus wie der Quasimodo. Was soll die ganze Scheiße? Es ist so geil, dass du, wenn du meinst, Alter, es wird nicht mehr dümmer mit TikTok. Waschmittel, Pots und sonst irgendwas schon ganz vergessen. fressen. Und dann hauen sie sich selber mit stumpfen Gegenständen als Gesicht kaum. Es ist so geil. Es ist sprichwörtlich Natural Selection. Es ist anders nicht erklärbar. Ja, Es aber- ist anders nicht erklärbar. Das ist, also, Ich versuche es ja zum hau Verstehen. dir mal einen Kopf an. Das tut voll weh. Wie gehen wir auf die Idee, dass wir mit dem Hammer in den Pfotzen hauen? Vielleicht haben sie Cannibal Corpse gehört. Hey, was möchtest du, Face? Was haben wir mir in unserer Jugend gefeiert, wo ich heute sage, oh Gott, du Vollidiot. Aber ich versuche es ja zum Verstehen. Ja, freilich. Ich versuche mich hineinzuversetzen, wie komme ich drauf, dass das jetzt eine gute Idee ist. Ja. Ohne, dass ich 4 Sekunden nachdenke, ich glaube, das ist doch keine so gute Idee. Ja. Es ist so geil. Ich glaube, jeder hat vielleicht einmal jemanden kennt, der gesagt hat, er kann eine Bierflaschen auf seinen Kopf selber zusammenhauen. So ein Bullshit. Das ist auch schon gestört, weil ich gesagt habe, ich nehme es da, weil Angst hat, dass mir den ganzen Shell aufschneidet. Das ist oder ganz sonst was irgendwas. anderes. Aber seine Leute hat es gegeben, aber halt nicht mit dem Ziel, sich die Knochen zu brechen, um dann eine schönere Gesichtsstruktur zu kriegen. Es ist so geil. Ja. Es ist so geil. Sollen sie weitermachen. Ja. Sollen sie alle weitermachen, weil das ist nur gut. Ja. Das ist nur gut. Macht gute Gefühle im Gesicht. Macht für ein gutes Gefühl und in meiner Hose. In meinen Hose auf alle Fälle. Ah, ja. lecker. Ich habe es wieder nicht glauben können und dann habe ich ein bisschen nachgoogelt und einen Bericht gelesen. Da hab ich gedacht, das ist tatsächlich, das ist echt, das gibt's nicht. Das kann doch nicht wirklich ernst sein, aber ich es ist hab's halt auch einfach gelesen. echt. Das, Ich sag das, ich hab's gelesen, hab's eiskalt geglaubt und keine Sekunde in Frage gestellt, weil es mich nicht wundert. Mich wundert's nicht. Ja. Ich bin gespannt, was noch Dümmeres kommt dann. Schneiden wir uns Gliedmaßen ab. ja, sowas gibt's doch schon. Was Es gibt ja, Gliedmaßen also nicht, Abschneide-Challenge. nicht als Challenge, aber es gibt ja Menschen, die sie nicht, also ich habe den Bericht gesehen und die sagen, sie fühlen sich nicht vollständig mit alle Gliedmaßen und die wollen sie was amputieren lassen. Das habe ich auch schon mal gelesen. Ja, Ich habe und- jetzt eine TikTok-Challenge Also okay, gemeint. ja, vielleicht gibt's irgendwann eine, dass die Leute dann sagen, machen wir Challenge, machen wir selber, gut, Ja. wir einen Haxen rumtun und dann so Es ist ja mäßig. eh schon 5 vor Schneid der Pipperl ab Challenge Ja. auf der ganzen Welt offensichtlich. Und da war nämlich so ein Typ, in Amerika dürfen sie das machen, da kannst du das zahlen selber, dass du dann eine Gliedmaßen abschneiden. Da war so ein Typ, der ist immer rumgerannt, hat seinen Fuß praktisch aufgebunden, dass er halt schon mit einem Fuß rumrennt und der hat sich dann seinen großen Wunsch erfüllt und hat seinen Fuß amputieren lassen. Zauberhaft. Ja, steckst nicht drin. Nein, da steckst du nicht drin. Da steckst du echt nicht drin. Aber was ist denn immer los bei den Amis? Warum kann ich das alles einfach so machen? Warum kann ich hingehen und sagen, mir den Fuß abgeschnitten haben? Ja, freilich, geh her. Warum sagt denn da keiner, geh erst damit zum Doktor, lass dich mich anschauen? Vielleicht fällst du im Kreis, ich weiß es nicht. Oder ein bisschen weiter oben über dem Kreis. Ja, das kann auch sein, ich weiß nicht. Alle. Aber Ich lass kann's dich erst nicht- einmal anschauen, bevor wir Das das ist, machen. wie redst jetzt das schön?
Das kann man nicht schädigen. Los nicht machen dann. Ja, ist echt so. Wenn er es selber zahlt und alles, dann sage ich, dann mach's. Dann Ich wollte gerade sagen, es darf dann zu weit gehen, wenn's dann heißt, so von wegen, Psyche, Dingsbums, irgendwas, und jetzt wird das von meinem Geld zahlt, dass ich ein Trottel einen Arm abschneiden oder einen Fuß abschneiden lasse, dann spätestens dann müssen die sagen, die jetzt ganz weg. Ja, oder nimmt Weil das Geld vielleicht das? lieber her für die Behandlung dieser Psyche. Ja, oder für was weiß ich, was es hernimmt, aber nicht bitte, um seinen Fuß abzuschneiden. Nein, und was tun wir da mit dem Fuß? Schmeißt man weg. Das war ein geiler Das Ruhebrunnen. sag ich jetzt nicht, ich wollte gerade sagen. Richtig geiler Ruhebrunnen. Wie ein Spätzl, Bekannter, der hat gesagt, der möchte Eiskalm. Ja, genau. Bekannter hat gesagt, der möchte gerne mal einen Giraffenhals essen, weil das war, gesagt, was meinst du, was das für ein geiler Ruhebrunnen war? Ich glaube, dass da nicht viel drauf ist. Ja, die sind schon. Oder ist es ein einziger Muskel wahrscheinlich? Ja, die brauchen schon viel Muskeln. Hashtag Giraffenhals-Grill. Das Aber ist du brauchst unter dem Grill. Giraffenhals-Schaschlik. Du hast doch auch bei den Amis und smoken ja 8 Meter lang Also ist. Tankung. Da legst du den ganzen Ding. Kann man Giraffe essen? Sicherlich, oder? Kannst du im Prinzip ganz so essen. Recherchiert einmal einer in die Kommentare. Kann man Giraffen essen? Und wie bereitet man es zu? Wie bereitet man es zu? Da muss wahrscheinlich irgend so ein scheiß wilderer Trottel fragen. Wahrscheinlich. Mein Gott, ey. Es ist schön, wenn du Videos siehst, wo so ein Wilderer dann noch vom Löwen weggefahren wird. Das ist auch was, das triggert mich bis unter die Decke, wenn sie irgendwelche superreichen Hurensöhne Wollecke. mit einem Quar neben einem toten Löwen fotografieren oder neben einem toten Nashorn oder Ja. so. Da wo ich mir denke, du beschissene Drecksau, kehrst einfach Einfach weg. Bei Einfach dir, weg. du gehörst als Versuchsobjekt für Bone Smashing hergenommen. Das stimmt. Rendiert sich Bone Smashing. Ja, genau. Nicht mehr Macht die. es nicht selber, sondern Das ist was, das verstehe. Also, so dumm wie es ist, ja, ich kann es verstehen. Ich kann diesen Ego-Boost von demjenigen, Ja, ja. kann ich verstehen. wenn du ein Jäger also, bist, zusätzlich noch, und ja. dann halt immer größere Dinge. Aber das ist ja, Ja. alles, das Alles ist ja ist- nicht immer richtig jung. Du fährst da irgendwie irgendjemand aus, du wirst irgendwo hinfahren, das ist ja ultra Ja. sicher. Das ist ja nicht so, dass der Ja. Typ, der selber großartig in der Safari wohnt und sagt, Im okay, Prinzip der schierste eingesperrte Viecher. Ja? Wow, Mehr- herzlichen Glückwunsch, mehr ist du es nicht. gottverschissener Hurensohn. Du absolute Null. das ist wirklich ein Also, Minus-Null. weiß ich nicht, was nur ein gräsener Nuller ist. Außer wenn man sie zum Epstein seiner Insel fliegen lassen. Da haben wir immer, ne, friendly reminder. Erstens, Epstein didn't kill himself. Zweitens, wir haben immer noch kein einziger aus der Elite ist irgendwie belangt worden bis heute, der da was damit zum Tag hat. Nicht einer. Ich habe mich da nie Nicht auseinandergesetzt mit dem ein Thema. einziger. Eine einzige Tussi, die da angeblich irgendwie dabei war, die haben sie eingesperrt. Die glaube ich, ist die wieder heraus. Ist ja vollkommen wurscht. Nicht einer von dieser Listen hat irgendeine Form von einer irgendwas gekriegt. Das ist fast schon krass. Magic. Nicht Magic. Das ist Magic. Pinsel oder Schütt mir noch meinen Wodka ein. Schützt du mal ein Wodka, ja. Watson. Guter alter Abotis. Ein Bodies Das Blatt. ist ein Adipositas-Wasser. Ah, die Extra für Fettsäcke. Es ist Fettsackwasser. Ja, du brauchst keine Cola, es ist einfach mal ein Wasser. Adipositas-Wasser. Jetzt hätte ich gerne Happy Meal. Oh, leck. No. Nur wenn es Pokémon-Karten drin gibt. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich bin normalerweise bezeichne ich mich selber als nicht komplett behindert. Ein bisschen schon, aber Ja, ja. Einigermaßen ein Verstand Scheiden ist bei sich die uns. Geister. Das ist richtig. Ist bei uns allen eigentlich einigermaßen Verstand verfügbar. Und ich denke mir eigentlich selber so immer, wenn ich eine Werbung sehe, ja, interessiert mich nicht. Aber weißt du, was bei mir erschreckend oft funktioniert? Was? Die verfickte Mackie-Werbung. Das ist wirklich krass. Die Winke, also es ist die behinderte Scheißwerbung, da wo die Fette irgendeinen Scheiß auf den Becher aufschreibt und dann im Mülleimer einwirft und sagt, ich möchte Burger fressen und nicht zum Mackie fahren mit ihrem Planeten retten, weil das wird nicht passieren. Ja, vor allem da ist das Also Anlaufstelle 1 für ja, Rettung des Planeten. das ist so dumm einfach, das wieder da brauche ich doch gar nicht anfangen, mir so ein Image aufzubauen, wenn das gleich bloß noch blöd haben. Ja, gut, wir haben gerade über TikTok-Challenges geredet. Aber wenn dann die neuen Big Macs und so weiter, haben wir schon wieder bei dem, haben wir schon mit drüber geredet. Wenn ich dann den neuen Big Mac so schön in dieser Werbung sehe und ich weiß mittlerweile, sie dürfen ja da keine künstlichen Sachen mehr, sondern das ist ein echter Big Mac. Ich sag uns zwei danach schon wieder zum Burger King. Ah, nein, das ist mir nicht. Ich muss mit zusammen, Alter, ich habe so viel zugenommen, ich bin, die scheiß verfickte Sommerpause, wir Muskelmasse, haben nur gesoffen und nur gefressen wie ein Schwein. Und trainiert, sag. Ja, und ganz fett Muskelmasse hast trainiert. hast Ja, aufgebaut. mein Kreuzmuskelmasse in meinem, Sechs richtig- in meinem richtig Sessel. schlau mittlerweile. Ja, ja, bin ein Richtig richtiges schlau. Dreieck. Ja, Geodreieck. Das Große mit Griff, wenn es liegt. Wollecke. Schwierig. Die funktioniert bei mir richtig gut. Das ist richtig obwohl ich ein Mackie eigentlich gar nicht so mag. Ja, aber Burger King war eigentlich auch nicht so viel Werbung bei uns. Überhaupt nicht eigentlich. Gefühlt sagst Ab du, und zu mal fair. Gut, wann schaue ich Fernsehen? das ist eine Hohlschuld, der Burger King. Was ist? Eine Hohlschuld. Der Mackie ist eine Bringschuld, weißt du.
Stimmt. Das ist schwierig. Ich meine, wie wir letztes Mal haben wir ja gefunden, da habe ich mir aber auch wieder gedacht, ich habe so Bock, ich habe so krass Bock da. Und dann frisst du die ersten 2 Burger und denkst dir, oh Gott, warum habe ich das da? Du warst aber verkartet wie ein Schwein. Ja, gut, das stimmt. Das stimmt. Aber 2 Burger sind schon immer Anschlag. Ja, vor allem ein Big King XXL und dann noch einen anderen. Das Ja. muss ich immer noch sagen. Ich schaffe sowieso nie dann, aber dann ist man so richtig kotzschlecht. Und das Burger King überfressen schlecht und das Mackie überfressen schlecht. Jeder kennt's. Ist nicht gut. Jeder kennt's. Ist nicht gut. Das ist einfach unangenehm. Das ist sehr unangenehm. Unangenehm. Ich merke mal einen White Castle. Was ist Da ein läuft schon White wegen Harold und Kumar. Kennst du Harold und Kumar? Ja. Die fanden doch, das ist ja einer Plot ist ja quasi zum White Castle zum Kommen und dann passiert lauter Scheiße. Ich habe nur den Teil gesehen, wo es doch in Guantanamo, oder? Sind's da mal? Das glaube ich ist der zweite oder Ja, dritte. ich glaube, das müsste der zweite sein, weil der dritte ist doch der Weihnachtsding, oder? Mit Weihnachten? Weiß ich nicht mehr. Weil ich habe nur den zweiten gesehen, also den, Also der Plot wo so im ein ersten- Fleischpeitschen-Sandwich, oder? Wie kriegst du in Guantanamo? Fuck, ich weiß nicht mehr. Irgendwas war da mit Seit die Fleischpeitschen. Filme wieder an zum Schauen. was kostet, dass da darüber irgendwann kauen müssen? Nein, weiß ich nicht mehr. Kurz Fleischpeitschen. Ich weiß bloß so, der Hauptstory-Strang, sie sitzen nicht daheim, kiffen sie behindert und dann sehen sie White Castle-Werbung. Und das sind, bei White Castle gibt es offensichtlich, ich weiß nicht, der Film ist halt 20 Jahre alt, keine Ahnung. Da gibt es schon halt wieder 20 Jahre. so Mini-Burger, da wo du halt bloß 2-3 Bissen brauchst, aber da gibt es halt wie bei uns 20er Nuggets, gibt es halt da so 20er-Box. Und es ist halt im Prinzip, haben die alle zusammen so und eine ganze riesen, und da wird halt eine Werbung dafür gemacht, das schaut so geil aus. Ne? Und dann sitzen sie halt da voll beküpft und sagen, Alter, wir müssen zum White Castle. Und dann steigen sie ins Auto und dann geht der Film los im Prinzip. Das war für mich das Allerschlimmste. Kennst du die Folge von How I Met Your Mother, wo es den besten Burger in Town oder so zu suchen? Ah, leck, mit Sicherheit, ja. Und die Folge, da habe ich voll Hunger gehabt und dann ist die Folge gelaufen. Sie fahren 20 Minuten und fressen Burger und es war halt 11 Uhr auf die Nacht und ich hätte so ein Fressflash gekriegt. Da war ich kurz davor, dass ich aufstehe und sage, jetzt fahr ich irgendwo hin, ist mir scheißegal. Unangenehm. Aber irgendwas muss ich mir holen. Da war ich bedurcht. Das ist mein Personal Hell. So andere amerikanische Burgerketten, da hätten mich mal interessiert. Der Wendy's, Ja, der- a White Castle. Gibt es nicht erst den Big Belly Burger noch? Ist es nicht der... Ich der kenne einen Big Kahuna Burger hin, den gibt es anscheinend ja wirklich. Das kann sein. Aber ich glaube, diese Big Belly, ich weiß nicht, ob das ein Burger ist oder ob das eine Reihe ist. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann haben die den Burger, der mit dem krassesten Fett- und Kaloriengehalt überhaupt einmal gehabt. Also voll das Ding, da hast du am Wochengehalt an Kalorien und schon. Muss auch nicht sein. Ich möchte nur wissen, wie es schmeckt. Vor allem Ja. so Wendy-Burger müssen ganz geil sein. Mich würde mal ja Taco Bell interessieren. Voll, ja. Allein diese ganzen Memes, dass dem Arschloch dann nicht mehr gut geht. Ja, wo kommt das her? Wo kommt das her? Gibt's bei uns in Deutschland Taco Bells? Gibt es bei uns in Deutschland Taco Bell? Ich glaube nicht. Verzeih, Wundert Kommentar. mich. Und wir haben ja jetzt auch nicht so die Taco-Esser so. Na, das ist halt immer. Ich finde halt Mexikaner essen auch nicht so geil. Ich find, oh, geil, so Mexikaner. Das ist immer das Gleiche. Ich krieg 3 verschiedene. Endlich sagt's jemand. 3 verschiedene Tortfladen und dann schmeißen wir irgendeinen Scheißdreck selber ein. Endlich sagt's jemand. Finde ich auch nicht so geil. Taugt mir Es hört überhaupt sich erst immer so geil. So, geil, fahren wir zum Mexikaner. Und dann überlege ich so, das ist sowieso immer dieselbe Scheiße. Ja. Das ist irgendein hergeschnipseltes Gemüsezeug Genau. in dem scheiß Fladenkack noch drin, da wo ich einmal einbeiß, alles präselt in der Wegschicht umeinander. Abhauen. Brauch ich nicht. Los, Keine Ahnung. Sonst was der Mexikaner kann, ist ein Maiskolben, den kann er aber behandeln. Kann ja jeder. Was haben wir noch so? Und es ist ein ganz OG amerikanisches Barbecue. Also, es Ja, ist das hab ich. kein Kettenrestaurant, sondern da wo du halt reingehen kannst und kannst dann die originalen amerikanischen Briskets und Pulled Porks und Rippel und den ganzen Scheiß. Den wo ich- richtig geil gestörten. das war schon mal geil. Ein Spätzle von mir, der war mal auf einen Jungsenabschied in Las Vegas und der hat gesagt, sind sie zum Burger essen gegangen, das war jetzt glaube ich aber keine Kette und dann hat er gesagt, dann schmeißen sie einer so einen Staus Servietten hin und er hat sich gedacht, sind die behindert, dass wir mit so viel Servietten und dann beißt der Arme rein und dann hat er gesagt, dann ist ihm die Fettsoßen, also das Fett, Ach so, da waren boah, die Patties und alles im Fett getränkt, er hat gesagt, der ist ins Fett runtergerunnen, hat gesagt, jetzt weiß er warum, dann hat er sich gefragt, ob die überhaupt gelangen für sich viel. Das hat schon einen Grund, warum da hinten Die der Großteil der Bevölkerung, glaube ich, übergewichtig ist. Adipositas positiv heißt Und das bei mir. das sind die Einkaufszentren, das sind wirklich die geilen Wagen. Walmarts mit den mit den geilen Wagen umeinander. Es ist so geil. Ich möchte Es so ist- gern, dass da dann auch Leute wie bei Family Guy mit einer Tuba dahinter laufen und bei jedem Das ist so ein geiler Witz. Das haben sie beim Wongler, haben sie das einmal da. Ach, der Ding, Beim Dragon Lord. Ich mag eigentlich nicht drüber schmerzen. Scheiß Drachenlord-Trottel. von dem hat man jetzt vor kurzem hat einer angefangen, dass man die ganze Zeit Reels schickt vom Drachenlord. Und ich habe mich mit dem nie auseinandergesetzt, aber der sitzt einfach nur da und verzeiht halt irgendwas und Ja.
Und dann war so eine Frage, wo sie Fegeln hat. Was für Tier da der Fegeln? Oh, das ist uralt, ja, große Wassertiere und so ein Scheiß. Ja, wie geht das große Wassertiere? Ja, weil die ganz dicht ist. Große Wassertiere und Pferde. Aber männlich und weiblich, ist wurscht. Ja. Was soll das alles sein? Das sind unter anderem diese Dinge, warum er halt so bekannt worden ist und warum nicht Leute so krass hassen. Das ist ganz alt. Das ist ganz, ganz alt. Aber was mittlerweile, ganz ehrlich, das ist nur noch auf TikTok, macht nur noch dasselbe Scheiß, ist nur noch langweilig. Wie gesagt, es ist nur noch langweilig. Ich sehe von ihm nichts, ich habe jetzt nur diese 2 Reels mal von ihm gekriegt und habe gedacht, bitte fang das jetzt nicht an, ich bin so schön aus dem Thema raus gewesen, rausblimmen. Ja, brauchst du nicht mehr anfangen. Ich muss zugegeben, ich war auch im Game, ich war auch einer von den Hater, ich habe bloß mit dem Maul gehalten natürlich. Ich habe mir das gerne angeschaut, weil er halt wirklich, warum ist das denn so? Wir unterbrechen laufende Sendung. Nix, Telefon wird ausgeschaltet, das wird da hingelegt, was weiß ich, wie das war. Mann, wahrscheinlich wieder. Mann, das geht jetzt nicht. Schluss. Los uns, Mann. Auf alle Fälle ist das mittlerweile seine einzige Heuchelei. Der sitzt bloß noch auf TikTok umeinander und hat eh nicht mehr so unfassbar viele Zuschauer. Ich glaube, er kann. Das ist auch schon lang her. Ja, das ist auch nicht mehr der Wort Gummipuppen zusammen. Das ist das Einzige, was ich dann mal geschaut habe, weil das Einzige, was ich geschaut habe, weil das habe ich dann gelesen und gedacht, das kann nicht stimmen. Und dann habe ich halt mal Recherche betrieben. Und dann habe ich gedacht, fuck, das stimmt doch. Tatsache war, haben wir gedacht, alter Schwede. Ja, da wo er noch in seiner Bude drin geguckt war und wie er dann rausgeflogen ist, die Gerichtsverhandlungen und dann ist er draußen mit seinem das war noch cool, da ist jeden Tag ein anderer Scheiß passiert, weil man denkt, das muss er doch absichtlich machen, das gibt es nicht, dass eine Person so behindert ist, das gibt's nicht. Und dann war ich so tief drin, dass wir haben halt über Bones-Mashing und Amputation geredet, also ja, es gibt's. Ja, da ist eigentlich eher auch noch harmlos dagegen, so ein Scheiß, okay. Und ja, und dann haben halt da ein Haufen Hater-Kanäle entstanden, unter anderem sowas wie der Ofenkäse ist, glaube ich, der größte. Und die habe ich dann auch eine Zeit lang angeschaut, das war ganz angenehm. Da also eigene Kanäle, die sich dann darauf spezialisiert haben, nur diesen Drachenlord-Typen zum Bashen. Aber zuerst halt dann, was auch in Ordnung ist in gewisser Weise, weil wenn er meint, es kann ja mir auch passieren. Ja. Ich bin in der Öffentlichkeit, ich sage den ganzen Tag, glaube ich, müsste da damit leben können, wenn jetzt jemand kommt, der versucht, mich abzusagen. Ja, logisch. Ihr werdet den Kids anziehen, aber das ist ja mir dann wurscht. Challenge accepted. Aber so machen die das da auch. Aber da wird jetzt sehr viel Moral, wie sagt man da, Moral apostelt, so mit, alles ist so schlimm, was er macht und keine Ahnung. Und mittlerweile steckt der Ofenkäse-Kanal, der glaube ich, der lädt ein Video auf und dann hat er 70.000, 80.000 Aufrufe, macht Millionen im Monat an Aufrufen und verdient sie behindert. Und nur mit Drachenlord-Themen? Ja, jeden Tag ein Video. Und die haben so langweilig mittlerweile. Das was ist immer. Der dann da? Oder was tut der hat im Prinzip, schaut, das ist ein Streamer vom Drachenlord. Und dann sagt er, ja, Rainer, das hätte man aber so machen können und so. Und dann macht der Rainer das wieder und das wieder. Mehr ist das nicht mehr. Und das ist so stinklangweilig, wann das ganz aus ist. Und ich frage mich also, ich denke mir, Alter, die Klickaufrufe, die müssen ja zurückgehen. Das gibt's nicht, da passiert nichts mehr. Das ist absolut lame, langweilige Scheiße. Und immer das Gleiche. Immer da. 3-mal in der Woche das Gleiche da, 3-mal in der Woche das Gleiche da. Ja. Und auf einmal immer einen Wongler aussagen mit ja, ihr möchtet das Geld aus die Taschen von die Leuten ziehen und bla, aber dann selber anfangen mit Merchandise, den ihr selber gar nicht, und lauter so ein Scheiß. Okay. Da wo ich mir denke, jetzt wird's halt lächerlich. Aber irgendwie, ich dachte auch, ich sag das, wie es ist. Wenn ich jeden Tag mir vom Wongler irgendeinen Scheiß 2 Minuten so her, das ist der einfachste Content auf diesem Planeten, diesen Vollidioten zum Kommentieren, machst du 10 bis 30 Minuten Video, lädst fast ungeschnitten auf und krieg 100.000 Aufrufe am Tag dafür. Ja, ich würd's auch machen, brauchen wir nicht drüber schmerzen, wenn ich schon drinstecke. Machen wir einen dritten Kanal. Ja, jetzt noch mit aufspringen. Dragonlord-Wirtschaft. Wenn ich es wirklich gewollt hätte, war ich drauf aufgesprungen. Ja. Weil ich sage irgendwelche Trottel, ob die es eigentlich nicht verdient haben, aber er hätte es verdient. Ja. Aber ich habe mal gedacht, in diese Bubble will ich nicht hinein. Alter, das ist mir zuwider und keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass das schön ist, dass das jetzt ist, wo man sein nicht. Für mich ist das Thema Dragonlord ist abgeschlossen. Mich interessiert es gar nicht mehr. Suchen wir uns einen Eier zum Sagen. Ja. Floki. Ja, schaut's noch. Wer mag einmal einen Floki sein Bauch streichen? 14,95 Euro. Pro Streichler. Konkrete Frage, ich weiß ganz genau, dass es sehr viele Hater in meiner Community auch gibt, die das verfolgt haben. Sagt ihr das ähnlich? Das darf mich jetzt mal interessieren. Weil die letzten Wochen und fast Monate sind nur noch langweilig. Außer der coole E-Scooter-Flip. Ja, der ist auch schon wieder Monate her. Also, das ist aber er war cool. Scheiße. Er war cool.
Das war lustig, ja. Aber da war es mit wurscht, ob das jetzt ein Dranglord ist. Ja, natürlich! Wenn es jemand wirft, dann lach ich. Ja, aber wenn du so den Hintergrund weißt, dass er ein super arrogantes Arschloch ist und sich gerne mal Sachen aushängen lässt und vor die Leute einfach mit Gewalt post, ja, da habe ich einen Roundhouse-Kick gemacht. Guter Mann, du hast 250 Kilo. Ja, und dann habe ich mit einem Roundhouse-Kick das Messer aus der Hand geschlagen. Du hast dabei golden geleuchtet auch noch. Keine Ahnung, was machst du? Ja, oder einfach mit seinem Bauch so einen Roundhouse gemacht. Ja, den kann er ja auch nicht mehr heben. Wenn er seine eigene Sphäre hat, wie der Peter. Dass er seine eigene Anziehungskraft entwickelt, auch für Frauen nicht. Das ist auch alles so krass. Also der wird schon zu Recht irgendwo in seine Schranken gewiesen und angefragt, weil der Sachen gesagt hat und da hat und die richtig hart asozial waren. Sobald er ihm irgendein Weiberleid schreibt, wird er richtig ekelhaft. Und der erste Satz ist Hallo, zweiter Satz ist, möchtest du meinen Schwanz lutschen. So ungefähr. Ja, da weißt du aber halt, was du bist. Ja, gut, stimmt. Irgendwo stimmt's. Ja. Man muss halt einfach mal, dieses ganze Rumgeplänkel brauchen wir nicht. Einfach mal direkt sein. Schwierig. Einfach mal, ich hätte mal jetzt Hallo sogar gespart. Schöne Schuhe packen viel. Ja, genau. Aber schöne Schuhe ist noch mehr wie Hallo. Das stimmt auch. Ich hätte einfach sofort gesagt, Fleischpeitschen-Sandwich? Fragezeichen. Kreuze an, ja, nein, vielleicht. Oh mein. Ach ja, verrückter Kerl. Gehen wir lieber auf coole Sachen, oder? Ja. Sowas wie Katzenvideos. Katzenvideos. Hast du das mitgekriegt, dass irgendwo wo ist jetzt, ist Cuxhaven in Deutschland schon, gell? Ich kenne mich nicht aus, ich bin ein geografischer Vollidiot. Ich habe letztes Mal gemeint, der Notre Dame steht in England. Der steht doch gar nicht mehr, der es abbrennt. Das kommt auch noch dazu, ja. Aber auf alle Fälle haben sie, glaube ich, in Cuxhaven haben sie eine Wohnung praktisch aufgemacht. Da ist einer verstorben, schon seit 2 Monaten gewesen und seine Katze war mit eingesperrt und die hat die 2 Monate überlebt, indem sie an ihrem verstorbenen Härchen sich gelabt hat. Das ist ziemlich gestört. Wow. Aber der letzte Satz von dem Bericht war so geil. Der Katze geht es übrigens gut, ist im Tierheim und wurde wieder an Katzenfutter gewöhnt. Alec, das ist hart. Das ist hart. Ja gut, ihm war so wurscht. Wie lange kann das so eine Katze? Wie schnell verfault man den? Ich hab's doch einmal den Mark Benecke. Ja, genau, im Ding, der weiß sowas. Der hat das wissen. Ja. Wie lange das so dauert, bis er anfängt zum Riechen, bis das Fleisch zerfällt und so. Ja, das ist halt auch, wenn du jetzt, sagen wir, im Haus bist und nicht so viel Ungeziefer, wenn jetzt alles jetzt, sagen wir, mit Zuber, nicht so viel Ungeziefer reinkommt, dann glaube ich, ist es wieder ein bisschen langsamer. Weil ganz viel ist ja von den ganzen Viecherzeug, das da ohne frisst und seine Zeige einlegt und die stüpfen da und fressen das auch wieder. Maden, bla. Genau. Oh, was das stinkt. Oh, leck mich am Arsch. Jeder weiß ja, wie er da das Viech riecht, also vielleicht mal draußen. Ja, das Einzige, was noch schlimmer stinkt, ist wahrscheinlich ein gefallener Fisch. Das ist das ist eine der Dinge, es gibt nichts, was recht für asozialer stinkt, wie 8 Wochen der Fall der Fisch. Ja. Und meine Hündin, die damals gehabt hat, die ist dann, wenn wir spazieren gegangen sind, dann gehst du am Weiher vorbei und dann hat entweder ein Viech oder irgendein Fischer einen Fischer rausliegen lassen, der liegt seit 3 Wochen in der prallen Sonne und meine Hündin sagt den so, wo geil oder einwuzeln. Ja, ich wollte gerade sagen, entweder fressen oder einwuzeln. Nein, gefressen hat so nur Kackwürste, das gesehen hat von irgendwelche Fischer, die da offensichtlich gangelt haben und haben hingeschissen und dann sagst mein Hund wieder irgendwas frisst und irgendwas, was tust du? Du Asoziale! Friss nicht die Scheißwurst! Ja! Und eingeschläfert. Bei uns eingeäfert. Ja, genau. Schmaler Grad zwischen eingeschläfert und eingeäfert. Ja, da hat sie selber. Ja, das ist asozial. Das tun bei uns ja auch nicht alle. Aber sobald wir an der Isar irgendwo gingen, dann gingen halt oft Schäfer mit einem Schaf durch. Und wenn die da drüber gewandert sind, dann ist 1 Meter noch mal nur überall Schafgackerl. Ohne Scheiß. Immer ist das so, gell? Du, wenn 1 Sekunden nicht hinschaust. Und drin und eingeweizt und drin. Das ist aber anscheinend, zumindest unser Hausärztin damals gesagt hat, ein typisches Hündinnenproblem. Oder was heißt das Problem? Das machen hauptsächlich Hündinnen. Ich weiß nicht, weil es anreitige Schlampen sind. Die asozialen Fellknäuel-Nasen. Ja, weil wir haben eine Hündin und einen Hund gehabt. Und also ein Hund hat das nicht interessiert, der hat sich nicht den Dreck gewälzt, nicht den Scheiße gewälzt, der hat das nicht gefressen und nichts. Aber sie, Kackwurst, it. Wenn ich so zurückdenke, wir haben nur ein einziges Mal in meinem Leben einen Rüden gehabt, das war ein weißer Schäferhund. Der hat das, soweit ich mir erinnere, das ist Ewigkeiten, das waren die 90er irgendwann. Wisst ihr nicht, dass er das da, der Fips hat es auch nicht da, aber das ist noch länger her, das war Anfang der 90er, da habe ich noch nicht mehr gescheit schmerzen können. Ansonsten haben wir immer noch Hündinnen gehabt. Fips Weißbier. Fips Weißbier? Ist nicht mehr gut. Mehr den Pap gern fragen, ob der Fips vom Fips Weißbier heißt. Das darf mich jetzt interessieren. Hat das Fips Weißbier da schon gegeben? Ja, eigentlich Fipsi oder eigentlich geheißen. Was kein Mensch, was das für ein Name war. Das war ein kleiner Spitz. Die hat mir mal ins Gesicht bissen. Ja, scheiß Spitz, ist ja nicht so eine Krattler. Ja, weil ich nur mit Ratz da, was weiß ich, war der ganz Arschloch und dann hat er mir zurecht ins. Ja, mein kleiner Hund hat mir einen Ranzen einbissen.
Ja, und dabei so da gelegen auf der Couch und geärgert und dann und beißt mich aber voll, also grä und blau da gewesen, das war richtig weh da. ab und zu haben unsere zwei mitten und dann ist es so krass, wenn ich da hinten und du irgendwas und dann der Bürgerin schlaft schon länger und da schlafen natürlich auch alle Hunde rundum und da ist immer normal, ist immer Totenstille, aber so einmal im Quartal gibt's auf die Nacht ich weiß nicht, was da passiert, entweder schreckt Emma auf und flippt auf die Klo aus oder umdreht. Und dann beißen sie die. Ehrlich? Aber halt volle Kanone. Einfach so aus nichts. Und dann ist es ja richtig so. Da wird ich so, Alter, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt, Alter? Aufhören. Das ist ein Beibruch und die zerfleischen gerade jemanden. Keine Ahnung. Nein, sie zerfleischen sich gegenseitig. Ja, immerhin. Einmal im Quartal muss das passieren. Immerhin kann von euch gefallen. Ja, wenigstens das. Immerhin kann von euch. Ja, die Emma, jetzt, ich mich wundert sehr, dass die Emma überhaupt fletschen oder sonst was kann. Und du kennst das. Ja, wundert mich bei dir auch. Das ist eher so Bin ich am Leben? Das ist eher so der Simple Dog. Existiere ich eigentlich? Existence is pain. Hat mir gerade jemand geschrien. Und dann du musst den Hund sprichwörtlich so aufwecken. Emma, hallo. Und sobald es klar dann so, okay, bin da und kann 5 Minuten was tun. Und damit umgefallen. Die neueste Tugend ist, sie frisst, also die kriegt eine Schüssel über jeder andere Hund auch und sie hört auch super gut, dann müssen sie sich hinsitzen und dann müssen sie schauen und dann heißt jetzt darf's essen, dann gehen beide zu einer Schüssel hin und dann isst so und dann bleibt ein Viertel so ungefähr oder ein Drittel bleibt ungefähr übrig, so ganz kleine Brickel und dann sitzt sie davor hin und beit so lang, bis einer von uns hingeht, die Schüssel nimmt und ihr sofort Nasen hält. Ohne Scheiß. Und dann frisst sie es fertig. Ja, geil. Einmal gemacht und von da weg hast du verloren. Ja, weiß ich nicht. Wir wissen nicht, wann das angefangen hat. Ja, aber jetzt habt ihr es irgendwann mal da. Wahrscheinlich haben wir sie gelernt, ja. Und dann haben wir sie, wenn wir im Urlaub haben sie bei den Eltern oder sonst was, da frisst es ganz normal. Da fangen sie das Bein nur mittendrin und so vor die bei der Stunde. Ehrlich? Eine Stunde lang beit die vor dieser Schüssel, bis jemand hingeht und holt sie sofort Nasen. Dann ist dann immer die Schüssel und dann ist im Müll einschmeißen. Da haben wir schon einiges probiert, nichts funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Elektroholzmantel? Du Wichser! Wuff, wuff. Da gibt's mittlerweile Halsbandel, die bloß vibrieren. Das Okay. glaube ich, wenn's dem Hund beibringst, das ist, glaube ich, ganz okay. Also, Das glaub ich, ja. da fällt ja mehr, Solange sie wieder einen Shell umeinander haut von lauter vibrieren. Okay, so Klicker, wenn man dem Hund mit einem Klicker. Du hast einfach nicht hin so. Ja, genau. Ja. Und du lernst dem im Prinzip bloß, wenn der Klick kommt, Dann- jetzt gibt's was Gutes. Ja, genau. Und du kannst es halt mit dem Vibrationsbandel machen. Ja. Da kannst du da auf den Knöpfel drücken und dann verbindet er mit, du hast gut die, ja, ich komm. Ja, aber wenn es schon Bzzzt macht, dann kannst du das machen. Immer noch nicht, okay. Hab ich mich Für vertan. das möchte ich bitte absolute, abgrundtiefe Hasskommentare kann ich gegenüber in die Kommentare sehen. Ja, was? Ja, wir haben übrigens so 3 Minuten. Ich geh mich nicht aus. Was haben wir jetzt eine Stunde lang gelabert? Möchtest du mich verarschen? 3 Minuten noch, dann schaff ich es wichsen. Und. Ja, aber dann, ich mag nur kurz was ansprechen von der letzten Folge, das werde ich, Ja, hast du gesagt. dann werde ich noch kurz was ansprechen, weil mir persönlich das immer wichtig ist, wenn man, also haten und sageln und verarschen ist alles so ganz, finde ich ja geil, bin ich immer dabei. Aber die Ich nicht, ich mag viel Informationen streuen. wir haben halt eine Fehlinformation gestreut, weil die Quelle nicht ganz in Ordnung war mit dieser queeren Kindergartenscheiße. Das ist de facto halt einfach falsch gewesen. Es gibt keinen queeren Kindergarten und es gibt da keinen Kindergarten, in dem, jetzt wird ich angespuckt, in dem Drag Queens was vorlesen. Der Typ, wo du die Quelle her hast, der hat halt einfach Sachen zusammengemischt, um da anscheinend Fehlinformationen oder Hetze zum Streuen, keine Ahnung. Fakt ist das, es gibt einen Du hast Kindergarten. geklickt, dass ich zu faul bin zum Nachlesen. Ja, ich hab nachgelesen, weil mir die Geschichte einfach so gewundert, weil ich dachte, das kann doch nicht echt, ich hab mir das nicht vorstellen können, dass man kleine Kinder hinsitzt und einer dann Sachen vorliest, sie sollen einen Zipfel angelangen, weil das gut ist oder sonst Dinge, obwohl es halt gut ist. So, je früher umso besser, aber also ein anderes Thema. Dass das Kind selber einen Zipfel angelangt. Ja, tu es. Nein, also, das war, wie gesagt, weil ich mag halt, also da bin ich raus bei so etwas, dass Fehlinformation, weil das ist ja mittlerweile gang und gäbe, sei es Politik oder sonst irgendwo, dass mit so einem Populismus angeschissen wird. Es gibt einen Kindergarten, der hat einfach nur repräsentatives Material mit drinnen, also in die Geschichten sind nicht gerade Männlein und Weiblein, sondern können da Männlein und Männlein sein. Die Angestellten sind halt dann auch diverse Menschen, sag ich jetzt mal, der muss aber genauso wie jeder andere Kindergarten eine Prüfung durchlaufen von der Stadt, und da ist halt nichts mit sexualisierten Inhalten oder sonst was. Und das, was du gemeint hast mit den Drag Queens, da gibt es eine Leseveranstaltung, es gibt also eine Tour praktisch, wo Drag Queens Geschichten vorlesen. Und da ist der Big Eric Big Cunt. Big Clit. Big Clit, echt? Big Clit, genau. Ah, schade. Wieder viel Und Information. die lesen da Geschichten vor, da ist aber auch speziell darauf geachtet, dass in diesen Geschichten keine sexualisierten Inhalte drinnen sind, sondern es sind einfach nur Geschichten, in denen halt dann zum Beispiel auch geschlechtsneutrale Person die Hauptfigur ist, Männlein und Männlein zusammen. Jetzt mal ernsthaft, welches Elternteil bringt denn sein Kind, egal was der da liest,
oder das da liest oder die da liest, vor die das, Eric Bicklitt, Entschuldigung, das war auch eine Fehlinformation meinerseits, das nicht gar nicht bekannt, sondern Bicklitt. Vielleicht ist er Und bekannt. sitzt die da hier und lässt die das, ich hab's vorlesen. Da habe ich auch geredet. Das geht einfach zu Da habe ich weit. selber sogar mit jemandem geredet, der ein Kind hat. Und der hat gesagt, er hat das jetzt, also ein sehr konservativer Mensch, du kennst ihn sogar. Und er hat gesagt, er hätte damit kein Problem, weil seine Kleine, die ist 6 und für die sagt einfach nur eine riesen, schrill bunte Figur. Und da habe ich nämlich auch einen Bericht drüber gelesen von einem Jugendschützer und Sexualpädagogen, der sich damit auseinandergesetzt hat, gesagt, das ist überhaupt kein Thema, weil Kinder, eben, die wissen gar nicht, was es ist, und es ist eine verkleidete, bunte, quietschbunte Person. Deswegen war mir sehr wichtig, Und was der da vorliest. Erstens mal das, auf das ist er Wert gelegt. Wie gesagt, keine sexualisierten Inhalte. Da werden 3 Bücher, da kannst du nachschauen, welche Bücher das vorgelesen werden, und du kannst dann nachlesen, da ist halt nichts drinnen, klangt euch selber oder lasst euch von mir gelangen. Und er hat gesagt, das Problematischste, was er sagt, ist tatsächlich der Name Bicklitt, wobei er dann dazu gesagt hat, es ist ein englischer Name, die Kinder wissen das vielleicht gar nicht, verstehen das nicht, und wenn sie nachfragen, dann sagt er, es ist zwar vielleicht ein wenig früher, aber am Ende des Tages ist Klitoris einfach nur eine Körperteilsbezeichnung, und damit soll der Kind umgehen können, dass das halt Klitoris heißt. Da bin ich halt anderer Meinung, das hat halt einfach, bis du 8, 9, 10 bist, lass doch, was soll denn die Scheiße? Ja, gut, also das Einzige, was ich da sage, ist, ich weiß, man soll halt wissen, du hast Mama und Papa da in der Regel. Ja, Bibi, Dingsbums, irgendwann, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Brunskachel und Fleischwurst, also das soll jetzt halt dann schon wissen. Aber wie gesagt, mir ist ja gerade drum gegangen, dass... Ja, das ist so. Das finde ich halt ein wenig, weil, wie gesagt, wir haben ja allein in der Politik mittlerweile so viele Leute sitzen, die mit irgendwelchen Fehlinformationen Wählerstimmen abgreifen. Und auch wenn uns keiner wählt, warum eigentlich nicht? Verstehe ich auch nicht. Dann... Was für Farbe hat man mir? Regenbogen? Ach nein, da ist auf dem Logo ist gar kein Regenbogen. Das stimmt, warum ist eigentlich auf unserem Lego kein Regenbogen? Auf unserem Lego. Auf unserem Logo. Lego-Logo. Boah, Leckis, dann habe ich was Geiles gesehen, wo ich wahrscheinlich das erste Mal nicht widerstehen kann, was Lego betrifft. Oh. Es ist kein Lego, es ist Kader. Da darfst du übrigens das nicht als Lego bezeichnen, da kennst du einen Held der Steine. Der hat mich darauf gebracht, da habe ich gestern noch Zufall ein Video gesehen und habe gedacht, was kostet das Ding? Kennst du das Video, wo er ein Schreiben gekriegt hat von... Ja, ich kenne die ganze Geschichte, die hat ihn groß gemacht. Ja, die hat ihn richtig groß gemacht. Wo Lego gesagt hat, der darf die anderen Bausteine nicht als Lego bezeichnen, weil das kein Gattungsbegriff, glaube ich, nennen sie das, obwohl es alle so sagen. Das ist wie Tempo. Ja, genau. Aber sie wollen das nicht, das ist kein Gattungsbegriff. Sein Logo hat er ändern müssen, weil es halt im Prinzip so, es war so ein viereckiger Store mit Nippeldinger halt oben, und das hat ausgeschaut wie ein Lego-Store, das hat er ändern müssen. Den haben sie auch in Grund und Boden verklagt. Und er hat draußen die Wände eingeleitet und hat das auf YouTube verfolgen lassen. Und das hat ihn richtig krass gemacht. Ich glaube, das Video ist von 2020, das habe ich zufällig gestern gesehen, da hat er allein 2020 mal 60 Millionen Aufrufe gehabt. Der größte Kanal in Deutschland, was dieses Thema betrifft. Was Lego betrifft, ja. Mit Abstand jetzt. Voll geil. Der hat ein kleines Geschäft in Frankfurt am Main. Mehr die mich so, ich finde den Typ irgendwie lustig. Ich tue mich hart beim Zuhören, weil der nach jedem Satz diesen hier... Ja. Und das, wenn ich einmal her, kann ich nicht mehr weggehen, und dann so wie narrisch. So geht's mir auch, das ist das wie narrisch. Aber er an sich als Person finde ich irgendwie ganz witzig, weil er immer so geil schmerzt, als waren halt jetzt wirklich gerade Leute da irgendwie. Nichts, wovon man sich fürchten müsste. Ja, genau. Die Rückseite der Schachtel. Aber was kauft er? Was ist da, was nicht widerstehen kannst? Ist ein Kader Racer oder Technikteil, das ist so drum, ich kann mal nichts mit Autos anfangen. Aber das ist AMG-Lizenz, Mercedes AMG-Lizenz, und halt als Auto verbaut, und das Ding kommt vorn das glaube ich, habe ich auch gesehen. Mit zusätzlich noch einem aufziehbaren Motor, das noch schneller Gas gibt. Ein Silber, oder? Silbergrau. Du kannst in die Schultertasten drücken, dann fährt der Spoiler hinten automatisch auf, und Tieren gingen zu, und dann gingen die Flügeltieren auf. Da wo ich mir denke so, Alter, das Ding muss 800 Euro kosten, das gibt's nicht. Und dann kostet es 200 irgendwas. Und ich denke, bei Lego, das drum 800 Euro kosten. Oder ist übertrieben, aber 600 schon. Ja, wahrscheinlich, ja. Was kostet der blaue Bugatti? Den hat er auch mal vorgestellt, das ist so geil. Da hat er das 600 Euro drum, und er hat ein Geschäft und möchte es eigentlich verkaufen. Ja. Sitzt sie aber eine Stunde lang hin und sagt das Ding ab, von vorne bis hinten. Ist einfach nur geil. Ist halt immer geil, weil du weißt, der betreibt sein Geschäft halt wirklich irgendwie... Das meint er ja, dem Kauf ich, der bin ehrlich halt. Da gehe ich rein, dann weiß ich, ist das was? Nein. Okay, glaube ich dir. Ja. Oder nimm ich das. Für 200 Ernten fertig. Genau. Ja. Und wenn der Kadersepp kommt, ist der mir wurscht, ob das ein Chinesen Kopie ist oder nicht. Ja. Ich hab gut, der BD-1 ist Lego, aber er da unten, der Tigerpanzer nicht. Okay, da lege ich den einen Storch oder den anderen. Die sind ja alle miteinander kompatibel, glaube ich, die ganzen Systeme. Ja, genau. Es gibt schon ein paar, da wo Lego umeinander streitet wegen Figuren, weil die Lego-Figur so super, das ist das einzige Patent, glaube ich, was sie noch haben. Ja, das ist ja, glaube ich, jetzt weiß ich nicht, ob das auch das Kader ist, da gibt es einen Sternzerstörer, da gibt es ja von Lego auch, der hat ja, was weiß ich, 800 Euro kostet, also das Ding. Dann gibt es einen Sternzerstörer von eben einer anderen Marke,
doppelt so groß, halber zu billig und sind halt aber einfach keine Figuren dabei. Das ist immer das Einzige, was nicht machen darf anscheinend. Das heißt halt dann auch nicht Sternenzerstörer, das Ding ist aber 1:1 ein Sternenzerstörer. Ja. Das Ding heißt auch nicht Tigerpanzer 4, sondern das heißt halt einfach irgendwie Blub Tank irgendwas. Aber du sagst nicht, dass der Tigerpanzer 4 ist. Miezi-Panzer. Ja, da werde ich tue ja in meine Streams, in gemütlichen Wochenend-Streams ab und zu meine Nippelklötze zusammenstecken und da habe ich mir gedacht, ob das nicht die Karre wird. Wow, leck, schaut das Ding geil aus. Ja, ich kann nicht mit frage mich, wo du ist denn hin? Das Ding ist so groß! Ja, du musst da einen Bildschirm wegbauen, das heißt ich will es haben, aber wohin? Ich schau gerade. Tu unten den Staubsaugerroboter weg und stell den. Oder bauen auf den Staubsaugerroboter auf. War noch geiler. Ja, das stimmt. Das war noch geiler. Da ist alles bedruckt, keine Aufkleber. Diese Aufkleber-Scheiße, da kotze ich jedes Mal ab, wenn ich mal wieder mein Lego auslasse. Der Reifen haben sogar von Michelin mit Profil und lauter so ein Scheiß. sogar richtig silberne Felgen. Ja. Also nicht lauter so Plastikding. Da ist sie richtig Mühe gegeben worden. So überall ist das AMG und Mercedes-Logo sogar als Interieur 6 mit Lenkrad, das mitlenkt, wenn es ich verstehe einfach nicht, warum das Lego nicht mehr kann. Das verstehe ich nicht. Warum die so einsparen in der Qualität und andere und trotzdem so viel Geld verlangen. Gut, das meiste ist wahrscheinlich die Lizenz. Das predigt er in jedem Lego-Set. Das ist so utopisch. Er versteht selber nicht, gell? Also er sagt, warum ist das so? Er sagt, warum nicht? Es gibt ein paar Ansätze so, jetzt wo die Konkurrenz brüllt, die werden ja immer größer. Und völlig zu Recht. Also um Gottes Willen, wer noch Lego kauft, das hat nur den Grund, weil Lego draufsteht. Ja, bei mir ist es, weil die einzigen sind, die Star Wars haben. Ich wollte gerade sagen, und vielleicht noch die eine oder andere Lizenz. Das ist genau dasselbe da. Aber ansonsten ist eine Frechheit, dass das Ding da um 100 Euro kostet. Das ist eine Frechheit. Ja, aber obergesetzt. Der UVP für ein BD-1 ist 100 Euro. Und hat, glaube ich, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ich weiß nicht mehr auswendig, ich glaube 1000 Teile. Echt, das sind 1000 Teile? Das Ding? Ich glaube schon. Haben viele ganz kleine Würsteldinger. Ich glaube, Schachtel da rumsteht, ist wurscht. Und der Tigerpanzer da steht 14 plus drauf, also sind es über 14 einmal. Und der Panzer, der ist vom Mold King. Da oben noch. Ein einziges Feature in seinem Kopf kannst du zur Schublon rausfahren und da ist ein Stimpack drin, wie es halt im Spiel auch gibt. Und der Tigerpanzer hat einen Motor drin, hat eine Fernbedienung dabei, mit dem kann ich fahren, rückwärts, hintere, im Kreis drehen und habe sogar noch einen extra Knopf, wo ich einen Turm oben drehen kann und sogar noch einen Knopf, wo dann ein Schusssound rauskommt. Und hat 800 irgendwas Teile und kostet nicht mal einen 50er. UVP. Da sage ich Lego ganz gut, er hat Aufkleber. Okay. Bei 50 Euro ist es jetzt mal okay. Ja, aber es sind nicht so Aufkleber, wie es bei Lego sind, wie der Aufkleber ist, Option drauf, sondern das sind so Transferaufkleber. Das heißt, bevor ich jetzt irgendeine falsche Begrifflichkeit sage, was das für ein Kreuz ist, das tust du nicht einfach aufhören und dann ist halt die Fläche grau. Andreaskreuz ist das. Andreaskreuz. Sondern das ist ja der Abziehding. Du tust es drauf, machst Riebes drüber und tust auf die Hint. Ja, schön. Und dann merkst du das eigentlich, es fühlt sich an, als wäre es druckt. Sagen wir so. Ja, das ist hochwertiger als diese scheiß Lego-Aufkleber. Das kotzen ja jetzt mal. Da krieg ich so das Kotzen einfach. Das ist halt, da gibt es ja irgend so Piratenschiff, und früher haben wir die Piratenschiffe haben richtige Stoffsegel gehabt. Und jetzt sind es Klötze. Was soll das? Gut, bei einem hat mir einer erklärt, das ist ein Schiff und aus dem kannst du dann 3 andere Sachen noch bauen, drum sind es Klötze. Aber ich habe bis dato kein neues Lego-Schiff gesehen, wo ein Segel drauf ist. Ich habe kein einziges Lego-Set gesehen, das mich irgendwie anspricht, außer zum Beispiel das Bruchtal von Herr der Ringe und das so. Das habe ich auch gesagt. Schaust du mal auf den Preis, da hat es einen Vogel 500 Euro. Ich glaube dann danach waren es jetzt halt oben gesetzt 400 oder selbst. Und trotzdem nur 2. Eben dann habe ich nämlich das Video angeschaut vom Helterstein und das ist einfach hinten, vorn schaut es geil aus, das ist halt voll geil. Ja. Aber sobald du hinten eine schaust, dann ist es eine einfach nur alles la. Er nennt es Farbseuche. Das ist auch so ein Lego-Problem, ich kann mir vorstellen, der Sinn dahinter ist, dass während dem Prozess des Zusammenbauens, dass du gelber Stor da hin, roter Stor, blauer Stor da hin und später siehst du es sowieso nicht mehr, weil dann die Verkleidung drüber kommt. Aber ganz ehrlich, man ist ja komplett geistig behindert. Ne? Normal nicht, ne? Und du kannst mit dieser Farbseuche jetzt später, Lego ist dafür gemacht worden, dass ich, das ist cool, ich kann das bauen, ich kann aber auch alles andere bauen. Aber was soll ich mit 28 verschiedenen Stornteil, was soll denn die Scheiße? Ja. Und das ist auch bei dem Kaderauto, da ist es auch, da ist nicht ein farbiges Ding mit, da ist alles schwarz, da schaut alles aus, wie es soll. Ja, ich fürchte, ich werde das Ding für die Streams haben wollen müssen. Mir geht es immer so mit dem scheiß Millennium Falcon von Lego. Aber da habe ich auch das Video geschaut, er hat gesagt, der ist zwar
erst eigentlich nur zu teuer, aber das ist einmal wieder etwas, wo du sagst, Qualität passt einigermaßen, bis auf das, dass das eine Teil oben gerade aufgelegt ist. Du kannst ihn, glaube ich, generell nicht im Ganzen davor hin, weil er sonst auseinanderfällt. Er soll ja wahrscheinlich sollte er 200-300 Euro billiger sein, aber das ist einfach so ein Ding, ich möchte den schon immer, seit die Erstauflage, die mittlerweile 2.500 kostet. Aber auch schon ein paar Mal kurz davor, dass ich. Also in den letzten 10 Jahren war ich ein paar Mal kurz davor. Ja. Vor allem an Weihnachten, wenn ich immer so, eine große Sache gönne ich mir. Das ist immer einmal im Jahr gönne ich mir was. Und da kommt er jedes Jahr kurz so ist der Millennium? Nein. Jo. Das ist wo du ihn nie, auf dem anderen Staubsauger auf. So, jetzt müssen wir Schluss machen. So schaut's aus. Kinder. Ich muss so wieder wachsen. Wer Lego kauft, ist raus. War eine tolle. Würde mir mal Vollgas überzogen. Ja, 10 Minuten. Naja. Das passt schon. Aber dafür spinnt es ein bisschen mehr. Es war mir ein Fest. Bitte, Herr Florian, es war mir ebenfalls. Eigentlich sollte man öfter ohne ihn machen, das ist voll schön. Ja, das ist voll schön. Da kann man sich endlich mal eine halbe Stunde über Filme unterhalten. Ja, das war eine richtig serious Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls nicht, fickt euch. Richtig. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Bitte. Okay, bye. Und ich muss schon wieder so pissen.